Ria Reiser ist nicht nur selbst leidenschaftliche Musikerin, sie will ihre Begeisterung für Gesang und Rhythmus auch weitergeben. Heute ist sie am Gymnasium in Schrobenhausen, um einer 8. Klasse in einem Workshop etwas beizubringen. 21. Yes! Yeah, unpünktlich. So, grüß euch, meine Lieben. Wie geht's euch? Mir ist wichtig, dass man Kindern ein bisschen beibringt, auszubrechen aus diesem starren, na, ich brauche immer diese Begebenheiten und Umgebung und die Noten und das, sondern dass aus denen selber so ein bisschen eine Kreativität erwächst. Ria weiß, wovon sie spricht. Die Mitte 40-Jährige setzt ihrer Kreativität und ihren Musikgenres keine Grenzen. Von Volksmusik über Mundart-Rap bis zu meditativen Klängen. In Schrobenhausen lernen die Schüler heute 90 Minuten lang etwas über Circle Songs, improvisiertes Singen in Endlosschleife, und dürfen dann selbst kreativ werden. Die Stimme ist für Ria ein besonderes Instrument. Jeder kann singen und bei jedem klingt es anders. Für mich ist Stimme der absolute Ausdruck von einem selbst. Das ist das persönlichste Instrument. Ob es jetzt eine Sprechstimme ist oder eine Singstimme ist. Du kannst ein Werkzeug bewusst für dich selber nutzen. Geweckt wurde ihre Faszination für Musik schon ganz früh. 2 Einflüsse waren besonders prägend. Das Radio meiner Oma und der Plattenspieler meiner Mutter. Da lief Johnny Cash, Musicals, alles Mögliche. Und bei meiner Oma halt die Volksmusik. Meine Mutter hat mir erzählt, ich habe als Kind tatsächlich mit Windeln dran, habe ich mich in diesen Plattenspieler, in dieses Fach reingekrochen und habe mich da draufgelegt. Die gelernte Modellbauerin macht seit über 20 Jahren nebenberuflich Musik. Als sie 2019 aus einer unglücklichen Ehe mit ihrem Partner und Produzenten ausbricht, findet sie ein Ventil in der Rapmusik. Sie bringt sich das Produzieren selbst bei und hört viel bayerischen Rap. Die Popmusikerin Maria Reiser wird zur Revoluzerin Ria Reiser. Einfach so die Rebellion in mir begonnen hat. So, okay, jetzt geschieden raus, jetzt raus aus dem ganzen toxischen Mist und jetzt neu definieren, neu finden, auch mit der Musik. Und das war so inspirierend, also auf diese Beats und die Art und Weise. Ich habe alles bis um 4 Uhr morgens alleine zu Hause produziert. Wenn Kinder endlich um 10 Uhr geschlafen haben, bin ich wieder aufgestanden. Und das jahrelang. Sie singt und rappt von Beziehung und Gesellschaft. Sie lässt ihren Frust raus. Mittlerweile schlägt sie wieder ruhigere Töne an. Also meistens, was draußen abgeht, inspiriert mich halt zu meinen Songs. Und da singen tatsächlich auch meine Kinder mit. Also Liebesking, Liebesqueen, da ist Liebe in mir, Love is everything. Und das ist so eigentlich die Kernbotschaft mittlerweile, die bei mir überall mitschwingt. So. Die Heilung der Welt wäre einfach Liebe. Genau, mehr Liebe. Ihren schrillen Outfits bleibt die Musikerin aber treu. Leoprints, Glitzersteinchen und Neonfarben. Und die passen heute jetzt praktisch zu meinen Outfits. Du kannst zum Dirndl anziehen, zum Leo anziehen. Ausleben, wo es geht, kreativ. In der Musik, in den Videos, in den Outfits, in den Klamotten kann man viel selber machen. Es macht mir einfach so viel Spaß. Weitere Markenzeichen von Ria, ihr Dialekt und das Jodeln. Ausgerechnet in Afrika findet sie 2006 zurück zu ihren bayerischen Wurzeln. Sie ist damals für mehrere Monate als Modellbauerin in Namibia und hört bei den langen Busfahrten immer wieder die gleichen afrikanischen Klänge. Na, da krass, die Jodeln, ja. Und da hat es halt angefangen, dass ich mir die Musik genauer angehört habe und halt auch die Gesangstechniken, die verwenden. Das war dann ja, 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 Mama, ja, ja, ja. Und ich so, ja, das ist ja ein Kehlkopfschlag. Und bin dann immer mehr eingetaucht. Und dann habe ich da unten mit Jodel-Reggae angefangen. Heimat ist für Ria in Mainburg in Niederbayern.
Obwohl sie beruflich schon in der ganzen Welt unterwegs war, hat es sie wieder hierher gezogen. Besonders die Bergkirche ist für sie ein besonderer Ort geworden. Also generell Kirchen haben eine Anziehungskraft für mich. Einfach die andächtigen Räumlichkeiten, die Akustik vor allem. Auf jeden Fall habe ich mir das dann so eingebaut, so als Spaziergang rauf zur Bergkirche und halt da gesungen, eingesungen, meditativen Gesang praktiziert. Und das ist eine richtige Heimat, Meditationsstätte für mich geworden, die Bergkirche tatsächlich. Das Jodeln nutzt Ria seit kurzem nicht mehr nur in ihren Songs, sondern auch zum Meditieren. Sie hat Mantra-Jodler für sich entdeckt. Spirituelle, sich wiederholende Klänge oder Sätze. Du wiederholst Affirmationen, die dir einfach gut tun, die dich gut fühlen lassen. Heute ist ein guter Tag, heute ist ein guter Tag. Das kannst du aber halt auf Borisch dann machen. Und genau, da spiele ich gerade rum damit und möchte halt unseren geilen Dialekt einfach damit einbringen und behalten, damit der nicht ausstirbt. Besonders seit der Scheidung von ihrem Mann vor 6 Jahren ist Ria ständig in Bewegung. Als zweifache Mutter, selbstständige Künstlerin und mit diversen Nebenjobs. Erst durch Workshops zu Meditation und Klangheilung ist sie wieder zur Ruhe gekommen. Raus aus der Angst, hinein zur Entspannung, raus aus dem Stress, aus der Hektik, hinein zur Sammlung. Und das ist einfach mit Musik möglich. Das ist ein wunderbares Tool. Und jetzt entsteht was Neues. Und ich bin so dankbar für das. Und auch, dass damit einfach Menschen auf eine ganz andere Art und Weise berühren und eine Heilung anstoßen kann. Einfach mit mal ganz andere Töne. Und zwar ruhige. In der Schule dürfen die Kinder jetzt selbst kreativ werden und mit ihrer Stimme experimentieren. Am Anfang fällt es den Achtklässlern noch etwas schwer, aber Ria gibt die richtigen Hilfestellungen. Jeder hat ein Talent in sich. Jeder hat einen Diamanten in sich. Und den muss man einfach nur anfangen zum Suchen. Und ich sage ja, wo der Fokus hingeht, geht die Energie hin. Und wenn ich anfange in mir oder im Umfeld oder das Schöne zum Singen, das Gute zum Singen, dann zeige ich es auch. Probiert das mal aus. Vor allem die Förderung von Frauen und die weibliche Selbstbestimmung ist ihr ein großes Anliegen. Ich habe es bei meiner Mutter gesehen, wie sie aufgewachsen ist, Flüchtlingskind. Sing nicht. Ein Mädel hält 2, ein Mädel singt nicht. Ein Mädel ist immer brav. Was möchtest du eine Ausbildung machen? Du heiratst doch eh. Kreative Entfaltung geht gar nicht. Warum? Was kreativ? Was möchtest du kreativ sein? Also immer so dieses Niederbuttern, klar machen, klar halten. Dinge hat auch wohl für Potenzial, das da verloren geht. Weil jede Frau denkt, ich bin es ja gar nicht wert, ich kann es ja eh nicht. Oder was habe ich schon zum Sagen? Oder was kann ich schon reißen? Ja, ganz viel. Rias Energie ist ansteckend. Nach nur einer halben Stunde treffen sich die Gruppen wieder und präsentieren ihre selbst kreierten Circle-Songs. Ein Traumprojekt ist tatsächlich, mit einem fetten Jodel-Mantra-Chor auf Tour zu gehen. So richtig bayerische Jodel-Mantras im Gospel-Style, sag ich jetzt einmal, zu performen. Auf großen, geilen Bühnen, wo es halt einfach passt. Bassmans, Beatboxer. Für Ria ist nichts unmöglich. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie ihr nächstes Projekt anpackt.